Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, für mich zur späten Stunde, 23 Uhr, aber wir gehen natürlich noch rein in die PK vor dem Spiel beim FC Barcelona, weil heute King Joshua ist. Bevor wir das tun, wer ihn noch nicht abonniert hat, jetzt sofort, Leute, es ist kostenlos. Nee, Spaß beiseite. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue, wa? Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir mal rein jetzt in den Bums. Spannend, was King Joshua so von sich gibt. Ja, herzlich willkommen in und aus Barcelona. Der FC Bayern freut sich auf sein Champions-League-Spiel morgen hier gegen den FC Barcelona natürlich und beginnt wie gewohnt tags zuvor mit der Pressekonferenz. Heute ist Joshua Kimmich unser Gast und er wird gleich die Fragen beantworten. Also dann legen wir auch los. Es meldet sich hinten in der hinteren Reihe rechts Marc Gabel für RTL, bitte. Servus. Servus. Wie besonders ist es mit oder gegen morgen? Was hat der Joshua denn bitte da für eine Jacke an, Alter? Sieht aus wie aus der 80er. Und als wäre die 2 Nummern zu groß. Morgen gegen einen ehemaligen Trainer zu spielen, mit dem man so viele Titel in einem Jahr gewonnen hat, so ja, wahrscheinlich immer noch fantastische Erinnerungen hat. Und das muss ein komisches Gefühl sein, jetzt gegen diesen Trainer zu spielen, oder? Ja, es ist tatsächlich besonders. Also ich finde es immer besonders, gegen Barca zu spielen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich sehr oft getan. Die Konstellation ist natürlich sehr interessant, jetzt wieder auf Hansi zu treffen. Dementsprechend, wir freuen uns sehr. Dankeschön. Dann last show, yes please, give a hand sign. Hello, Joshua. It's Santiago Valle from Cadena Ser. I'm going to make the question in Spanish. En los últimos meses, años, se ha vinculado tu nombre con el Fútbol Club Barcelona. No sé qué ha habido de cierto en todo eso y cuál es tu posición sobre todo lo que se ha comentado y si para ti mañana es un partido especial también por ir a casa de este club con el que se te ha vinculado tantas veces. Okay, wir reimen uns die Frage, wir machen jetzt mal ein Spiel. Wir raten die Frage anhand von Joshua Kimmichs Antwort, oder? Ja, eigentlich habe ich es gerade schon gesagt, dass es gegen Barcelona zu spielen immer was ganz, ganz Besonderes ist. Natürlich habe ich das auch mitbekommen, dass ich immer mal wieder mit Barca in Verbindung gebracht wurde. Nicht deshalb ist es jetzt ein besonderes Spiel, sondern einfach, weil es ein sehr, sehr großer Club ist. Ja, mit einer großen und erfolgreichen Tradition und sie eine sehr interessante Mannschaft haben. Deshalb ist das morgen, glaube ich, ein interessantes Spiel für jeden Fan. Okay, die Frage war, warum es oder was das Spiel so besonders macht gegen FC Barcelona und ob Joshua Kimmich nächstes Jahr bei Barcelona spielen wird. Und auch als Spieler natürlich. Zweite Reihe links, Tobias Altscheffel für Sportbild, bitte, Herr. Keine Ahnung. Jo, jedes Kind hat ja ein bisschen so einen Sehnsuchtsverein immer. Was hat Barcelona für dich als Kind bedeutet? Also, ich würde mal sagen, als du 10 warst, war die Zeit von Ronaldinho, Messi kam dann irgendwann. Also der Verein an sich, was bedeutet er dir? Und morgen im Spiel, wie ändert sich dein... Alter, das ist doch auch schon wieder so eine hinterfotzige Frage, oder? Was bedeutet dir der Verein FC Barcelona? Alter, er ist Spieler des FC Bayern München. Was soll diese Frage? Ja, Lob und Anerkennung für Barcelona ist ein großer Club, der gerade finanziell in einer absoluten wilden Lage ist. Was soll diese Frage? Das ist doch nur die Frage, weil wir durch die Medien geistern. Nächstes Jahr spielt Joshua Kimmich bei Grau-Gänse Hansi, weil der Vertrag ausläuft. Ja, und wenn das so ist, ja, dann ist das so. Ein Spiel, wenn Alex Pavlovic nicht spielen kann und du wahrscheinlich mit Palhinha an deiner Seite dann auflaufen wirst. Ja, generell natürlich schon sehr prägend, sowohl jetzt Barcelona als auch eigentlich Spanien als Nationalmannschaft, die ja, glaube ich, auch mal 3 Turniere in Folge gewonnen hatten. Gerade mit Xavi Hernandez, der so in meiner Kindheit mein Vorbild war das schon so, dass man die Spiele immer geguckt hat. Wenn man konnte, da waren ja die Möglichkeiten noch nicht so gegeben wie heute. Gerade dann mit Pep als Trainer, mit dem Tiki-Taka, war das schon ja, so ein bisschen vielleicht eine kleine Revolution im Fußball, die Art und Weise, wie sie da die Gegner dominiert haben. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch heute noch für den... Und dann kam der FC Bayern München.
den einen oder anderen Verein. Und die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien. Auch ein Vorbild, Fußball zu spielen. Klar, Alex fehlt uns extrem. Der hat jetzt eine super Saison gespielt oder einen guten Start in die Saison gehabt. Aber trotzdem sind wir auch auf der Position sehr gut besetzt und werden versuchen, ihn zu ersetzen und den Ausfall aufzufangen. Ich glaube, generell ist es auch das, was ein Team dann am Ende des Tages auszeichnet, dass wenn dann mal einer fehlt, dass die anderen da sind und liefern, und da haben wir sehr großes Vertrauen in die anderen Jungs. Next is Spanish colleague. ¿Qué tal, Joshua? José Álvarez para El Chiringuito. Yo voy a ser un poco más directo, un poquito más. Acabas contrato este verano. Si el interés del Barça continúa, ¿te gustaría jugar en el Barça o lo descartas por completo? Okay, die Frage ist, ich dichte es mir nur zusammen. Ist es richtig, dass der FC Barcelona an ihn interessiert ist, oder ist das nur halbgares Gewäsch? Ja, generell macht man einem Fußball niemals den Fehler, irgendwelche Dinge auszuschließen. Ich mache mir jetzt gerade, um eine direkte Antwort zurückzugeben, gar keine Gedanken darüber, aber... Sag ich doch, hä? Leute, und ohne, dass er Spanisch kann. Ausschließen sollte man, glaube ich, nie was im Leben und auch nicht im Fußball. Dann ist hier rechts Hannah Reif für Merkur und TZ an der Reihe. Ja, Jo, du hast gerade schon über Hansi Flick gesprochen. Jetzt heißt es aktuell, dass das Gefühl bei euch, die Stimmung wieder sehr, sehr gut ist. Fühlst du dich ein bisschen an die Zeit unter Flick erinnert, jetzt so im Rückblick? Also wenn du so im Team und drumherum schaust. Ich sag mal so, mein Take zu dieser Thematik ist, wenn Josua den Vertrag nicht verlängert hat, wenn die Winterpause rum ist, wird er den Verein verlassen. Dann geht er nach Graugänse Hansi nochmal schön Barca mitnehmen zum Ende oder in den 2-3 Jahren, wo man auf dem Peak ist. Ja, wer wird's ihm verübeln, wa? Ja, man fühlt sich gerade deshalb an die Zeit zurückerinnert, weil wir jetzt wieder viele Spiele gewinnen. Also natürlich hatten wir jetzt vor der Länderspielpause die 3 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Trotzdem ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, gibt, glaube ich, jedem im Team ein sehr gutes Gefühl. Und wenn man dann auch Spiele gewinnt, dann nicht nur im Team, auch den Fans. Zumindest ein Teil der Fans. Dann wird dieses Gefühl nochmal verstärkt. Und klar, bei Hansi, da hatten wir auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, haben da auch sehr viele Spiele gewonnen. Danach haben wir es dann nicht immer geschafft, viele Spiele und Titel zu gewinnen. Motiviert genug zu sein vielleicht. Bisher haben wir in dieser Saison auch noch keine Titel gewonnen, sondern nur gut gespielt, und ich hoffe, dass wir das fortführen können, weil am Ende sind Siege eben die Basis für Titel, und ein gutes Miteinander und eine gute Art und Weise, Fußball zu spielen, ist dann die Basis für Siege. Und ich glaube, dass wir momentan auf einem ganz guten Weg sind, dass wir Spieler diesen Weg sehen und auch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, glauben. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann werden wir auch noch ein paar Spiele gewinnen. Right behind, yes. Buenas noches, soy Guillem Borràs de Iniestazo, pregunto también en castellano. No sé si estás siguiendo mucho al Barça esta temporada. Hay un jugador joven que está despuntando en el primer equipo, que es Marc Casado, al que muchos comparan contigo. De hecho, incluso compañeros suyos en el vestuario le han hecho bromas del parecido futbolístico contigo. No sé si lo has podido ver y si opinas lo mismo, que tenéis parecidos en el campo, en la manera de jugar. Ja, aber absolut null Ahnung. Also das habe ich auch schon mitbekommen und gehört. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich diese Saison, glaube ich, noch gar kein Spiel von Barca geguckt habe. Ich habe zu viele Kinder zu Hause, deswegen versuche ich relativ früh ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel von Barca dieses Jahr gesehen. In dem Fall muss ich das unserer Videoanalyse und dem Trainer überlassen, um morgen gut vorbereitet zu sein. Also die Frage war nach den Stärken und Schwächen des FC Barcelona wahrscheinlich. Ne? Stefan Kumberger für Sport 1. Jo, konkret gefragt auf die mentale Ebene eurer Zeit unter Hansi Flick. Es waren ja schwierige Voraussetzungen, die Trainerentlassung, und dann kam Corona dazu. Was ist da mental in den Wochen bei euch passiert, dass ihr so erfolgreich wart? Als Hansi dann übernommen hat, oder? Ja.
Ja, wir hatten ja da vorne nicht so erfolgreiche Phase, so wie es dann eben ist. Wenn dann Trainer entlassen werden, dann ist es meistens so, dass die Mannschaft keinen erfolgreichen Fußball spielt. Der Hansi hat damals einfach einen guten Spirit. Der Hansi wusste einfach, wie er die Spieler pinseln muss. Machen wir uns doch nichts vor. Ja? Das ist Hansis große Stärke gewesen. Er hat kein neues System eingeführt, er hat keine neue Revolution bei uns eingeführt. Was er vielleicht jetzt bei Barca macht, das weiß ich nicht. Bei uns, gerade mit Hansi zur richtigen Zeit, er hat die richtigen Spieler an der richtigen Stelle gepinselt. Und wenn die richtigen Spieler an der richtigen Stelle pinselst und die alle zufrieden sind und alle noch keine großen Titel gewonnen hatten, so wie es da war zu der Zeit, ja, war es ein No-Brainer, Alter. Ja, dass natürlich dann Corona dabei kam, wo wir Deutschen ja wieder vorbildlich das umgesetzt haben und vorbildlich zu Hause trainiert haben und so. Ich denke, das war in anderen Ländern vielleicht nicht ganz so professionell, wie es bei uns war. Und dann, haben wir auch einen körperlichen Vorteil dann bei diesen komischen Champions League-Dingen da gehabt, muss man fairerweise auch sagen. In uns entwickelt, hat jedem Spieler und auch den Leuten drumherum sehr ohne viel das Vertrauen schlecht gegeben. oder kleinreden zu wollen, um das mal ganz klar zu sagen, nicht, dass sich wieder jemand auf den Schlips getreten fühlt. Ja, du musst erstmal ein Six-Tube gewinnen, Alter. Auch wenn die Voraussetzungen da so waren, wie sie waren. Er hat an uns geglaubt in der Phase, wo vielleicht jeder auch ein bisschen gezweifelt hat von außen und auch vielleicht man selbst als Spieler. Wir haben dann in einer Art und Weise Fußball gespielt, die spektakulär war, die uns auch allen entgegengekommen ist. Und dann haben wir wieder eine gewisse Dynamik entfacht, erfolgreichen Fußball zu spielen. Und so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man dann Spiele gewinnt, dann glaubt man an die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Und das war in der Phase definitiv der Fall. Auf der linken Seite Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Servus, Jo. Ich weiß, dass du früher mal so ein bisschen als Zeitvertreib und auch für den Kopf Spanisch gelernt hast. Ist das noch aktuell oder ist das durch die Kinder ein bisschen eingeschlafen? Und könntest du jetzt auch auf Spanisch antworten, theoretisch? Ja, ich muss sagen, ein bisschen verstehe ich's. Ich habe damals, glaube ich, ein Jahr insgesamt habe ich so versucht, ein bisschen zu lernen. Habe damals noch allein in München gelebt. Da hatte ich noch ein bisschen mehr Freizeit und Langeweile. Das ist jetzt vielleicht leider nicht mehr so oder ist auch gut so, dass es nicht mehr so ist. Damals hatten wir auch sehr viele Südamerikaner und Spanier in der Mannschaft. Da dachte ich, ich kann meine Skills ein bisschen anwenden. Jetzt muss ich es eher mit Französisch versuchen. Dahinter Florian Plettenberg für Sky. Jesua, servus. Um den hier anwesenden Barcelona-Report. Wir brauchen jetzt nicht wieder darüber spekulieren, warum der Bildreporter genau diese Frage gestellt hat, oder? Die Schlagzeile wäre dann, Joshua Kimmich spricht schon Spanisch. Der Vertrag schon unterschrieben für nächstes Jahr Barcelona? Das wäre die Schlagzeile gewesen. Dann vielleicht ganz kurz den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil es hier schon wieder rund geht. Wie ist der Stand der Vertragsverlängerungsverhandlungen mit dem FC Bayern? Du bist einer der obersten Prioritäten. Wie weit seid ihr da? Und kurz zum Champions League-Modus. Habt ihr den schon alle so richtig begriffen? Steigt ihr da durch? Ist da ein besonderer Druck drauf, wenn man sich vor Augen führt, es könnten nur die Playoffs werden? Tabellarisch Stand jetzt. Danke dir. Ja, generell Vertragssituation kennt, glaube ich, jeder von mir. Was ich dann mit dem Verein spreche, bleibt dann intern. Da werden wir euch nicht dran teilhaben lassen. Zum Champions League-Modus, ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend, aber trotzdem ist es für uns auch noch schwierig zu greifen. Jetzt haben wir Barca und wir haben beide schon eine Niederlage. Auch deshalb wird das Spiel morgen sehr, sehr interessant sein. Ich weiß nicht, wie die Situation dann für die Mannschaft aussieht mit 2 Niederlagen, ob es dann überhaupt noch möglich ist, unter die ersten 8 zu kommen, was natürlich von uns ein ganz, ganz großes Ziel ist, wahrscheinlich von Barca auch. Ich finde den Modus eigentlich sehr interessant und auch ganz cool, wenn man einfach 8 verschiedene Gegner hat. Davor. Ui, Blitz eingeschlagen. Oh, guck mal, gleich Panik. Josh! Josh, da weißt du mal, wie wichtig du bist. Da wird dir einfach der Saft abgedreht. Die Sicherung ist rausgeflogen. Aber wir können dich noch sehen. Sprich weiter. Ich spule mal vor, Leute. Ja gut, wild. Wild, Leute. Das war's mit dem Josh. Josh wird eiskalt abrasiert. Ich habe vorgespult. Er saß da noch 2 Minütchen
Ansonsten nur Pause-Screen. Vom Josh gibt's nichts mehr zu hören. Ja, von daher beende ich das Video hier. Vielen lieben Dank, Leute. Und im nächsten Video gehen wir in Winnie rein. War ja die eine oder andere interessante Frage und so ein bisschen das Rauskitzeln, aber Kimmich hat auch nichts preisgegeben, ja, wie es mit seinem Vertrag aussieht. Also, in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Yes.